Ja, mit Jesus ins Ziel zu kommen. Wollen wir das? Wenn wir in die Bibel schauen und auch vielleicht leider auch empirisch Biografien so sehen, dann ist das nicht selbstverständlich, dass wirklich alle, die mal gut angefangen haben, auch wirklich am Ziel ankommen. Und insofern hat da Joel eine Steilvorlage geliefert. Annelies, sie hat das Ziel erreicht. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir eines Tages auch das Ziel erreichen. Und wenn ich so an Biografien, vielleicht in der Bibel an Salomo denke, dann macht mich das einfach demütig. Ich muss sagen, oh Herr, wenn es einem so großen Mann passieren kann, dass er gegen Ende seines Lebens so abdriftet, Herr, bitte bewahre mich, hilf mir, dass ich wirklich bis zum Ende durchhalten kann. Wir haben in diesem ganzen Jahr so den Schwerpunkt, geistlich reif zu werden. Und genau um das geht es schlussendlich, dass wir eben nicht stehen bleiben, sondern dass wir vorwärts gehen, nicht einfach in unserer Kraft, sondern mit Jesus. Ich möchte euch ein paar einleitende Gedanken geben zum Hebräerbrief, weil die ganze Serie mit Jesus ins Ziel, die basiert auf dem Hebräerbrief. Das große Thema ist Jesus und seine Erhabenheit. Es ist ein anonymer Autor. Im Alten Testament kommt das noch häufiger vor. Im Neuen Testament ist das einzigartig. Ich könnte mir vorstellen, weil ganz am Schluss sagt der Autor, ich habe euch einen kurzen Brief geschrieben, und es sind immerhin 13 Kapitel. Das müsste wahrscheinlich irgendein Pastor oder eine Pastorin gewesen sein, die das geschrieben hat. An wen hat er es geschrieben? Ja, an Christen, die auch herausgefordert waren in ihrer Gesellschaft, die irgendwie verfolgt wurden, die auch in der Minderheit waren. Man könnte wirklich sagen, sie waren in einer pluralistischen Gesellschaft zu Hause, so wie wir das heute auch sind. Wir als Christen in der Schweiz sind ja nicht irgendwie die Mehrheit, auch wenn wir vielleicht noch irgendwie zum christlichen Abendland gehören. Und wir werden in dieser Serie so über alles sehen, hey, wir werden das Ziel nicht erreichen durch irgendwelche Sprints, die wir an den Tag legen, sondern durch Ausdauer im Blick auf Jesus. Und eben das Thema heute ist Jesus, das letzte Wort. Warum brauchst du Jesus, um ans Ziel zu kommen? Weil Jesus das letzte Wort ist. Und wir steigen gleich ein in Hebräer 1, die ersten Verse. Und Jesus, wir danken dir für dein Wort, für dein ewiges Wort, das so kraftvoll ist. Und ja, wir bitten dich einfach, dass dein Wort heute wirklich zutiefst in unsere Herzen hineinsprechen kann. Amen. Vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Gottes Sohn ist weit mächtiger als die Engel, so wie auch der Name, den Gott ihm gab, viel erhabener ist als ihre Namen. Gott redet durch Jesus zu uns. Wir haben gelesen, alles an ihm ist Ausdruck des Wesens Gottes. Man könnte sagen, Jesus ist die exakte Repräsentation von Gott. Um zu wissen, wer Gott ist, wie Gott ist, es führt kein Weg an Jesus vorbei.
Hätte Gott uns nur einfach Informationen zukommen lassen wollen, dann hätte er bei den Propheten bleiben können. Die haben über Gott geredet, die haben uns von ihm erzählt, aber Gott ging es um weit mehr. Wir haben gelesen, Jesus hat uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt. Weshalb hat er das gemacht? Weil Gott mit uns in Beziehung treten möchte. Also es ging nicht nur darum, dass Gott irgendwo sich einfach bekannt machen wollte, dass er Informationen weitergeben möchte. Nein, Gott ist ein personeller Gott und er möchte mit uns in Beziehung treten. Deshalb hat er Jesus geschickt. Und so ist Jesus eben nicht einfach ein weiteres Reden, es ist das abschließende Reden. Jesus, das letzte Wort. Es hat vorher immer wieder bruchstückhaft Reden gegeben. Und jetzt in den letzten Tagen, was sind die letzten Tage? Sind die Tage von Jesus, wo er auf die Erde gekommen ist, bis zu dem Tag, wo es die Erde nicht mehr geben wird, wann Jesus wiederkommt. Für diese Zeit gibt es keine größere Offenbarung als Jesus selbst. Deshalb ist er das letzte Wort. Und hey, ist mega toll, wir dürfen in dieser Zeit leben. Aber es hat auch so etwas Finales an sich. Also wir können auch nicht auf mehr Worte warten. Jesus ist die letzte Offenbarung. Lasst uns einen kurzen Moment nachdenken, was es wirklich heißt, in Beziehung zu leben. Insbesondere mit Gott in Beziehung zu leben. Beziehung heißt immer, ich lasse mich auf das Gegenüber ein. Und das Gegenüber, das hat einen Charakter, das hat Gefühle, das hat einen Willen. Und es gibt keine Nähe, es gibt keine Intimität, wenn wir nicht auch lernen, mit der Begrenzung der anderen Person umzugehen. Wenn du mit einer Person immer näher kommst, da wird es unumgänglich sein, dass es auch mal etwas zur Reibung kommt, dass es auch mal zu Konflikten kommt, die man überwinden muss. Wenn man es aber schafft, dann kann die Nähe umso mehr zunehmen. Ist das so? Also verliebt, verlobt, verheiratet, alles ist so wunderbar und dann eines Tages merkt man, oh Mist, ich habe doch nicht den perfekten Partner geheiratet. Und dann redet man drüber, ja, man kann sich verändern, man kann aufeinander eingehen, man kann Dinge diskutieren. Aber, seien wir doch ehrlich, wir werden auch an Punkte kommen, wo wir auch merken, so ist die andere Person und sie wird sich nicht verändern. Und entweder schaffe ich es dann, damit klarzukommen, oder die Beziehung wird in Brüche gehen. Und du kannst ja bei dir anfangen, das gilt genau gleich für dich wie für deinen Partner. Ich merke es zum Beispiel immer wieder, oder eben ich merke es selber gar nicht, wenn wir zum Beispiel zusammen im Bad stehen und beide möchten da irgendwie vor dem Spiegel irgendwie sich schön machen. Bei mir dauert das natürlich nicht so lange. Aber ich schubse häufig Fabian auf die Seite, weil ich einfach etwas dominanter bin. Und ich merke das nicht einmal. Und sie sagt mir dann, hey, jetzt hast du mich schon wieder weggeschubst. So, oh ja, sorry. Sorry, du musst mich annehmen, wie ich bin. Aber lass uns mal das Gedankenexperiment machen. Wenn wir unserem Nächsten, unserem Partner einen Chip implantieren könnten, der diese Begrenzungen aufheben würde, wäre das nicht schön? Aber hey, wir landen da, wir haben kein Gegenüber mehr, sondern ein Roboter, das ist gar keine Beziehung mehr. Vielleicht können wir so noch drüber lachen, aber vielleicht vergeht uns das Lachen noch, wenn wir an unsere Beziehung zu Gott denken.
Viele Menschen haben überhaupt keine Probleme, Gott als die Liebe, als der liebende Vater alles anzunehmen. Dass Gott auch gerecht ist, dass er richten wird. Diese Begrenzung, die lassen wir dann vielleicht gerne auf der Seite. Hey, aber wenn wir Gottes Reden akzeptieren, wenn Jesus wirklich das letzte Wort ist, dann muss uns Gott auch irgendwo widersprechen können. Wenn wir nie irgendwo mit Gott auf Konfrontation kommen, dann müssen wir uns fragen, haben wir überhaupt eine Beziehung, die Nähe hat? Ja, wir moderne Menschen, wir denken, wir wüssten alles so gut und so viel besser. Ja, aber es gibt eine Autorität, die ist höher als unser Verstand. Und wenn wir mit Gott wirklich in einer tiefen Beziehung stehen möchten, dann müssen wir Gottes Wort akzeptieren und es muss uns auch konfrontieren können. Sonst gibt es keine Nähe. Ich möchte dich fragen, wann hat die Bibel dich zuletzt so richtig vor den Kopf gestoßen? Wann hat es dir so den Spiegel vor das Gesicht gehalten, dass du gesagt hast, hey, mit mir, so kann es einfach nicht weitergehen. Wir haben gelesen, der Sohn spiegelt auch die ganze Herrlichkeit von Gott wider. Und schlussendlich, wenn es um diese Beziehung geht, es geht darum, dass wir tiefer eintauchen können in diese Herrlichkeit, die es bei Gott zu finden gibt. Über diese Herrlichkeit von Gott lesen wir Beispiel beim Auszug aus Ägypten. Als das Volk mit dem Mose auszog, da hat sich die Herrlichkeit von Gott gezeigt in der Wolken- bzw. in der Feuersäule. Diese hat es auch möglich gemacht, dass zum Beispiel das ägyptische Heer aufgehalten wurde und dass das Volk immer wieder gewusst hat, wo es hingehen soll. Später hat der Salomo bei der Einweihung des Tempels wieder diese Herrlichkeit in der Wolke erlebt und man konnte nicht mehr herzutreten. Es war nur eine Form der Herrlichkeit von Gott und das war schon zu herrlich. Jesus ist jetzt die ultimative Form, wie sich die Herrlichkeit Gottes für uns zeigt auf dieser Erde, was wir fassen können. Die Herrlichkeit, die wir mal im Himmel sehen werden, ist noch viel größer. Aber in Jesus zeigt sich, was für uns erfahrbar ist. Ich möchte noch lesen aus 2. Korinther 3,18. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wenn wir viel Zeit mit jemandem verbringen, vielleicht gerade mit jemandem, der auch besser ist in etwas, der Eigenschaften haben, zu denen wir aufsehen, dann wird uns das verändern. Das kannst du auch bei Ehepartnern sehen, die schon lange miteinander unterwegs sind, oder? Natürlich hat jeder seine eigene Persönlichkeit, aber in gewissen Dingen gleicht man sich auch an. Hey, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wird seine Herrlichkeit immer mehr Teil von uns und wir widerspiegeln auch die Herrlichkeit. Willst du das? Es hat da auch warnende Gedanken in diesem Text. Gott hat durch die Propheten gesprochen und dann durch Jesus. Und du kannst nicht Jesus auf dieselbe Stufe stellen wie irgendjemand anders. Nicht irgendein Prophet, nicht irgendeinen anderen religiösen Führer. Auch die Propheten von Gott, die haben immer gesagt, hey, so spricht der Herr. Jesus sagt nur noch, ich sage euch. Das ist eine ganz andere Liga. Und hey, das Evangelium ist entweder beste Botschaft für dich oder es ist nichts. Wenn wir meinten, wir könnten irgendwo so einen Mittelweg finden,
dann hast du es einfach nicht begriffen. Das ist wirklich eine große Warnung auch da drin. Hey, wenn du wirklich begriffen hast, wer Jesus ist, um was es da geht, dann gibt es nur eins. Jesus, sei du mein Herr, mein ganzes Leben gehört dir. Dann kannst du nicht so irgendwo halben dabei sein. Entweder ist es die beste Botschaft, dann ist Jesus alles, oder lass es bleiben. Aber dazwischen, das funktioniert nicht, dann hast du Jesus nicht erfasst. Ich meine, es heißt von Jesus, er hat das Universum geschaffen und er erhält das Universum durch die Macht seines Wortes. Lass uns ganz kurz über die Größe des Universums nachdenken. Die Distanz von der Erde zur Sonne sind 150 Millionen Kilometer. Wenn wir das vergleichen mit der Dicke eines Blatts Papier, dann ist die Distanz zum nächsten Stern, der Proxima Centauri, 4,247 Lichtjahre oder 26,8 Meter. Und der Durchmesser der Milchstraße 100.000 Lichtjahre oder eben im Vergleich 630 Kilometer. Und ich meine, Erde, Sonne ist ja für uns schon unfassbar die Dicke eines Papiers. Hey, und da gibt es eine Person im Universum, die hält das mit seinem Wort zusammen. Es ist Jesus. Oh Jesus, bitte hilf mir das. Oh Jesus, bitte gib mir das. Oh Jesus, oh Jesus. So häufig machen wir Jesus einfach zu unserem persönlichen Assistenten. Und ja, Jesus möchte uns auch helfen. Aber hey, wie arrogant, dass wir einfach denken, ja, Jesus ist irgendwo da hinter uns und soll uns einfach helfen. Hey, er ist der Herr des Universums und die einzig angebrachte Reaktion auf das, dass sie sagen, Herr, hier bin ich, sei du mein Herr, sei du mein Chef, hier bin ich höre. Und ja, er möchte uns trotzdem helfen, wir dürfen ihn auch um Hilfe bitten. Und wohin sollten wir sonst gehen? Aber hey, wenn das alles ist, wir haben es nicht begriffen. Wie erleben wir in uns ganz konkret diese transformierende Kraft dieser Herrlichkeit Gottes? Dafür wollen wir ins Kapitel 2 schauen. Deshalb müssen wir sorgfältig auf das achten, was wir gehört haben, damit wir das Ziel nicht verfehlen. Das Wort, das uns Gott durch Engel verkündete, hat sich immer als wahr erwiesen und jede Übertretung und jeder Ungehorsam wurde bestraft. Wie können wir da meinen, wir könnten davonkommen, wenn wir der Botschaft von unserer Rettung gegenüber gleichgültig bleiben, die durch Jesus, den Herrn, selbst verkündet wurde? Sie wurde uns von denen bezeugt, die seine Worte hörten, und Gott selbst bestätigte die Botschaft durch Zeichen und Wunder und viele Beweise seiner Macht und durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er nach seinem Willen schenkte. Damit wir diese transformierende Kraft erleben, braucht es, ich habe es genannt, eine Besessenheit. Das ist vielleicht ein provokatives Wort, dass wir besessen sein sollen, aber wir werden es gleich verstehen. Es hat im Vers 1 geheißen, wir sollten sorgfältig auf das achten. Ich habe euch noch 2 andere Übersetzungen mitgebracht, die es noch adäquater irgendwie rüberbringen. Auf Englisch heißt es most careful attention. Oder die neue Genfer Übersetzung, dass wir uns nicht entschieden genug an die Botschaft halten können. Es ist wirklich im Griechischen eine sehr starke Wortkombination, die da gemacht wird, dass man wirklich sagen muss, hey, wir müssen wie besessen sein von der Botschaft von Jesus. Sie muss durch und durch in unser Leben eindringen können und alles erfassen, so jede Faser unseres Seins durchdringen. Sonst verfehlen wir das Ziel. Im Englischen heißt es, dass wir nicht davon driften. Oder in der neuen Genfer Übersetzung nicht vom Weg abkommen.
Ich denke, wenn wir so an einen Lauf denken, an einen Marathon, dann geschieht das ja höchst selten, dass jemand wirklich den Weg nicht findet, weil das ja alles so gut beschildert. Es ist höchstens die Frage, habe ich die Energie bis zum Ende? Wenn wir aber das Bild vom Wegdriften nehmen, und das Griechische hat so das Floaten eigentlich drin, dann ich habe ein Bild mitgebracht, dann ist es eigentlich weniger angebracht, dass wir ein Bild vom Weg vor uns haben, sondern vielmehr eigentlich das Meer, eine nautische Vorstellung von dem. Auf dem Weg merke ich eigentlich sofort, oh, jetzt stehe ich daneben. Es wird irgendwie holprig und ich muss irgendwie zurückgehen. Wenn du ans offene Meer denkst, es kann sehr lange dauern, bis du merkst, hey, ich bin eigentlich vom Kurs abgekommen. Und hey, dieses Bild, das müssen wir da vor Augen haben. Und da wird uns auch wieder bewusst, weshalb wir mit Besessenheit die Botschaft von Jesus in unser Leben einbringen sollen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich diese Woche so vor den Kopf gestoßen, was ich vorher gesagt habe, dass mich das Wort Gottes irgendwo tief berühren muss. Ja, ich glaube an Jesus. Ja, ich bin schon lange mit ihm unterwegs. Aber ich muss sagen, es gibt auch andere Dinge, die mich zum Teil mehr beschäftigen als Jesus. Und es darf ja schon auch andere Dinge geben. Aber ich muss sagen, so diese Besessenheit, dass auch in allen Problemen des Lebens, wenn wirklich Jesus meine Besessenheit ist, dann muss immer meine erste Lösungssuche muss doch bei Jesus sein. Und dann, ich darf ja auch noch das Hirn einschalten, aber hey, so häufig ist das bei mir nicht der Fall. Ich habe mich vor den Kopf gestoßen und sage, hey Jesus, es tut mir leid. Da bin ich noch nicht da, wo du davon sprichst. Das Zweite, was wir brauchen, ist Gnade. Wir haben da im Vers 2 gelesen von der Nachricht von Engeln. Was ist diese Nachricht von Engeln? Jüdische Überlieferung geht da klar davon aus, dass damit ist der Berg Sinai gemeint, ist die Gesetzgebung gemeint. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten, du sollst nicht begehren, all das, was wir perfekt einhalten. Oder eben auch nicht. Und wie wir es da gelesen haben, Ungehorsam hat Konsequenzen. Das war ganz klar so und es wird immer so sein. Und hey, du kannst nicht für Gott leben, indem du einfach versuchst, bei dieser Botschaft vom Gesetz zu bleiben. Du hast keine Chance. Es ist eben Gnade, die wir brauchen, dass wir die rettende Botschaft von Jesus annehmen können. Und dieser gegenüber, wie es da heißt, dürfen wir nicht gleichgültig bleiben. Dieser rettenden Botschaft von Jesus. Wir können das mit einem Siegel vergleichen. Das brauchen wir heute so nicht mehr. Heute gibt es vielleicht elektronische Zertifikate im E-Mail. Früher hat man mal noch Briefe versiegelt. Ich habe mal noch als Teenager das auch etwas zelebriert. Und wie funktioniert das? Man muss den Siegelwachs heiß machen, sodass er genügend flüssig ist, dass man den Stempel reindrücken kann und dann verbindet sich das gut mit Papier und man hat ein klares Zeichen. Wenn man versucht, das Siegel reinzudrücken, wenn es hart ist, dann passiert entweder nichts oder es zerbricht. Und hey, so ist es auch mit unserem Herzen. Wenn wir einfach versuchen, das Gesetz zu halten, ein gutes Leben zu führen, dann kann das entweder zu Stolz führen, weil wir denken, ja, so schlecht bin ich ja gar nicht, schaut mal die anderen an. Also ich kriege mein Leben noch einigermaßen gut auf die Reihe, Gott könnte eigentlich noch einigermaßen stolz auf mich sein. Oder du zerbrichst komplett an der Last, weil du merkst, hey nein, ich bring's wirklich nicht. In unserem Herzen muss auch etwas schmelzen können, damit
Jesus sein Siegel aufprägen kann. Und dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Beziehung geht immer auf zwei Seiten. Und wir haben bereits darüber gesprochen, dass wir in Beziehung ja auch die Begrenztheit der anderen Person akzeptieren müssen. Und wenn wir mit Jesus wirklich eine nahe Beziehung treten möchten, dann müssen wir akzeptieren, dass er das letzte Wort ist, das finale Wort, dass er die Autorität ist, Ende, Ausschluss, vorbei. Aber Jesus, er muss auch eine Begrenztheit akzeptieren von uns. Unsere Begrenztheit ist die Sünde. Unsere Beziehungsfähigkeit gegenüber Gott ist eingeschränkt durch unser sündiges Wesen. Und für das ist Jesus auf diese Welt gekommen. Dafür, er hat all unsere Schuld auf sich genommen, ist damit ans Kreuz gegangen und hat bezahlt, damit Beziehung möglich wurde. Und hey, es hat Jesus am Kreuz alles gekostet. Nur schon vom Beziehungsaspekt her. Ich glaube, das war das Allerschlimmste für Jesus, neben allen körperlichen Qualen, dass sich der Vater im Himmel abgewandt hat in diesem Moment. Wenn wir beim Universum sind, dann kann man sagen, er hat wie eine kosmische Einsamkeit erlebt, wie es vorher und nachher nie mehr der Fall war, weil Gott sein Angesicht irgendwie abwenden musste. Und das hat Jesus gemacht, um mit dir und mit mir in Beziehung sein zu können. Seine Gnade und seine Liebe, die sind so gewaltig. Wollen wir heute zu Jesus kommen? Wollen wir unseren Blick auf Jesus ausrichten? Ich lade euch ein, ihr dürft gerne aufstehen zum Gebet. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, reden wir nicht einfach über einen fernen Gott, sondern bist du Immanuel, Gott mit uns. Danke, dass du mit uns in Beziehung leben möchtest. Danke, dass so viele Menschen, die heute hier sind, das bezeugen können. Es ist möglich, mit Jesus zusammen durchs Leben zu gehen. Jesus hat mich selbst wieder herausgefordert. Du bist so viel größer, als ich es bin, als wir es sind. Und dein Wort, es ist die Quelle allen Lebens. Es ist die Wahrheit. Es ist die letzte Autorität. Und ich möchte mich beugen unter dich und unter dein Wort. Und Herr, bitte vergib uns da, wo wir gedacht haben, wir würden irgendwie es besser wissen. Wir standen über deinem Wort. Herr, wir möchten umkehren und sagen, nein, Herr, rede du zu mir, korrigiere du mich, zeige du mir auf, wo ich deine Herrlichkeit noch nicht widerspiegle. Und lass uns immer mehr werden, wie du bist. Und Herr, da, wo wir vielleicht gegenüber gleichgültig geworden sind, wo wir irgendwie das Christsein auf ein gutes Leben reduziert haben und vielleicht versucht haben, gut zu leben, mehr oder weniger glücklich. Darin, Herr, zeig uns ganz deutlich, dass das der Holzweg ist, dass wir wirklich deine Gnade brauchen, dass wir Vergebung brauchen, dass wir deine verändernde Kraft brauchen. Ich möchte dich gerade für Menschen bitten, die dich, Jesus, noch nie in ihr Leben aufgenommen haben, dass sie heute Morgen ihr Herz weit öffnen können für dich.
Ich möchte einfach fragen in diesem Moment, ist jemand hier, der heute sagt, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Ich habe das so vielleicht noch nie gemacht, aber ich möchte heute diesen Schritt tun. Heb doch bitte kurz deine Hand, damit ich für dich beten kann. Danke, Jesus, einfach für diese heiligen Momente in deiner Gegenwart. Begegne du uns jetzt einfach in den nächsten Momenten. Zeige du uns auf, wo wir diese Besessenheit nach dir und deinem Wort brauchen, wo es unser Leben verändern muss. Danke, dass du da bist und zu jedem Einzelnen persönlich redest.